So, welcome back, Bitches und Dudes und Dudetten. Hier ist wieder euer Dude von Zocktest. Genau, und wie schon angekündigt im letzten Teil, bin ich wieder hier mit Dead Rising 3. Yeah. Und zwar, habe ich ja gesagt, hier, ich stelle euch die Waffen vor, die es so gibt. Genau, und ja, da ich jetzt aber nicht wüsste, wie ich mich genau durch meine Fülle an Waffen, die ich schon habe, kramen solle, dachte ich mir, suchst du erstmal die restlichen Waffen auf der Map, die du noch nicht hast. Da bleibt auch nichts vorenthalten. Und ich kenne mich ein bisschen besser aus. Und wenn ich die alle habe, dann mache ich auch noch die restlichen Waffen, die in meinem Waffenschrank versauern. Genau. Ja, genau. Und deswegen machen wir uns gleich auf die Socken. Also hier auf der Map sehe ich, wo die Waffenbaupläne sind, die ich noch nicht gefunden habe. Diese goldenen Teile hier, das sind Sammelgegenstände, die geben Erfahrungspunkte. Das sind traurige Ereignisse, das sind Leichen, die am Boden liegen, die dann mit trauriger Musikuntermalung darstellen sollen, wie schlimm es so in der Welt hier zugeht. Diese Vierecke, das sind so komische Lautsprecher, die Propaganda machen. Die zu kaputtisieren gibt auch Erfahrung. Und diese blauen Teile, genau die hier, das sind die Waffenbaupläne. Genau. Und ich werde mich jetzt minutiös vom einen zum anderen vorarbeiten. Dann, und wie gesagt, wie ich es im letzten Teil auch schon vermerkt habe, die Komponenten, für die ich brauche, um die Waffen zu bauen, liegen meistens genau beim Bauplan dabei. Deswegen hoffe ich mal, dass es das auch gleich auch so sein wird. Also gehe ich jetzt dahin, suche mir den Bauplan, baue die Waffe, zeige mir, was ich kann und dann geht's weiter zur nächsten. So machen wir das. Deswegen setze ich mir jetzt bei diesem Punkt hier gleich mal den Wegpunkt. Und dann mache ich mich mit einem Lichtschwert auf den Weg. Yeah. Ja, genau. Dead Rising Spaß. Weg mit hier und weg mit da. Also hier, die Welt ist am Eimern. Weg Eimern. Neuer Zombie-Ausbruch. Wegen Scheiße, Militär, Kack, Gedöns, Mist, blöd, blöd, blöd. Ich frage mich gerade, warum ich keine Minen mehr sehe. Da ist hier wieder. Oh, jetzt hab ich mal schon was. Kommst du her. Genau. Und jetzt habe ich mir mal einen Wegpunkt gesetzt und werde mich da gleich auf die Socken machen. Um zu sehen, wie ich an die Waffe da... Ah ja, rankomme. Öffnet Hüll! Na. Und da liegt er schon! Das ist ein gelber Bauplan. Das bedeutet, das ist eine super Kombi-Waffe. Eine super Kombi-Waffe ist auch nochmal einen Ticken stärker als eine normale Kombi-Waffe. Da wäre das Ding nämlich blau. So, was haben wir hier? Ein Mechadrache mit Flamme. So, jetzt, gibt mir eine tolle Gelegenheit. Und zwar, super Kombi-Waffen sind meistens eine Kombination mit einer normalen Waffe und einer Kombi-Waffe. In diesem Fall der Mechadrache mit einem Feuerwerkskörper. Jetzt tue ich das noch schnell für euch raus, die Zeit nehme ich mir. Der Mechadrache ist nämlich eine Waffe, die ich vorher schon hatte. Genau hier haben wir es ja. Da, und für diesen brauche ich den Drachenkopf und den Sonnenschirm. Und wie ich das Spiel kenne, genau, haben wir es hier schon. Da haben wir den Drachenkopf. So, ich schmeiße mal schnell was weg. Da habe ich den Drachenkopf. Und den Sonnenschirm. Und daraus baue ich mir jetzt erstmal den Mechadrachen zusammen. Und sogleich habe ich den, der Mechadrache. Um schnell zum Verständnis, der kann mit Kopfnüssen ordentlich austeilen und durch die Gegend segeln. Durch die Zombies durch, ja. Nicht, dass es dann heißt, ich hätte euch den nachher nicht gezeigt. Und, wie ich mir dachte, hier sind Feuerwerkskörper. Perfekto, alle mano. Und jetzt kann ich diese Feuerwerkskörper mit dem Mechadrachen kombinieren und baue mir daraus den Mechadrachen Flamme. Das ist dann quasi eine aufgemotzte Version von dem Mechadrachen. Und der kann jetzt tippe ich mal Feuer speien. Und das, meine lieben Freunde, das sehen wir uns jetzt an. Hier wäre schon wieder ein Sonnenschirm, das heißt, wenn hier auch noch ein Mechadrache nochmal rumliegen würde, könnte ich mir gleich noch einbauen. Ah, da haben wir ja sogar. Ja, dann kann ich euch nämlich auch gleich die nächste zeigen, was ich da habe. Dauert, dann habe ich hier, dann mache ich hier gleich Profit wie ein großer. So, dann brauche ich noch einen Sonnenschirm.
Es gibt nämlich für eine Combo-Waffe natürlich auch mehrere Super-Kombos. Und zwar gibt es da auch noch den... Ja, suche ich es mal halt wieder raus. Also ihr seht da unten, ich habe 74 von 101 Waffenbauplänen. Also doch schon. Da war er! Da war er! Oh, komm schon! So, wo war er? Wo war er? Wo war er? Wo war er? Genau hier. Der Mechadrache Klinge. So, jetzt habe ich natürlich die Mechadrachen und dazu brauche ich jetzt auch, was brauche ich dazu? Ach, scheiß drauf. Ich weiß, was man dafür braucht. Ein Katana. Und das habe ich zufällig da drin auch noch rumliegen sehen. Zufälle gibt's. Nein, das ist ein Goldschläger. Zufälle gibt's. Hier ein Katana-Schwert. Und das kombiniere ich jetzt auch gleich vor Ort zu dem Mechadrache Klinge. Yeah. Also, ihr seht den Unterschied. Dieser Mechadrache hier hat Fäustlinge mit Klingen. Und dieser hier hat einen Brennstoffkanister auf dem Rücken. Und jetzt gehen wir letztendlich gehen wir nach draußen und sehen uns doch gleich mal so an, was diese Waffe kann. Na komm mal her, Versuchszombie Nummer 1. So. Naja, also... Wie ich's mir dachte... Ja, Speit. Aber das ist doch blöd hier, Mann. Jedes Mal, wenn ich alleine spiele, sind hier aber Milliarden von... Ah, da haben wir sie ja. Also, der Speit. Feuer. Und das lasse ich jetzt... Diese Wut lasse ich jetzt auch gleich an dieser Zombie-Menge da aus. Oh ja, hier. Genau, und hat auch noch Düsenantrieb, wenn ich springe, das ist doch so. So, weil ich jetzt nicht so bin, zeige ich auch noch gleich, was die Mechadrache Klinge kann. Und zwar, ja, wer hätte gedacht, nicht mit dem Kopf zu hauen, sondern Kling Kling. Gegensegeln. Also, eine bewährte Waffe, vielleicht nicht groß kreativ, sieht hübscher aus als sie ist. Und, ja, der Segeleffekt ist doch letztendlich im Großen und Ganzen eine sicherende Waffe. Und da ist sie auch schon kaputt. Okay, jetzt suchen wir schnell ein sicheres Quäntchen. Früher eigentlich. Markieren wir uns doch gleich die nächste Baustelle. Und zwar hier. Aber auf und davon! Ein fahrbarer Untersatz wäre jetzt eine taffe Angelegenheit. Die fahrbaren Untersätze, also Autos, erkennt man auch ganz fix und freundlich daran, dass die Warnblinkanlage eingeschaltet haben, was ich jetzt hier leider nicht sehe. Schade. Ich mach euch alle fertig. Na gut, dann machen wir uns halt zu Fuß auf die Socken. Genau. Oh, da haben wir es. Einen Leichenwagen. Natürlich. Weg da! Ich habe eine Vermutung. Ja, scheiße. Diese Waffe habe ich schon mal versucht, mir zu kapern. Ich will auch noch ein Fahrzeug von mir. Bin leider nicht ganz dahinter gekommen, wie der hochkommt, sondern glaube ich eine größere. Vielleicht klappt es ja. Ja, ganz es klappt nicht. Ah, ist doch zum Heulen, Mensch. Ich muss auch wieder hoch. Ich brauche eine höhere Karre. Das geht ja nicht. Okay, jetzt sehen wir uns zuerst da hinten bei dem nächsten Waffenbauplan um. Tschüpp. Ob wir an den vielleicht noch da rankommen. In der Zwischenzeit vielleicht auch noch eine günstige Strecke. Das wäre sehr gut. Okay, dann wollen wir mal. Was zu essen. Egal. Also, meine Kombinwaffe ist genau... nicht hier. Vielleicht kann ich da... Ah ja! Oh, bin ich schon richtig. Wenn ihr sie seht, sagt's mir.
in den Kommentaren, wo ich dann wahrscheinlich schlafen werde. Lady! Lady, wo haben Sie meine Waffe? Das muss man nicht halt wegdüsten. Vielleicht gibt ja doch nur einfach der Blitzwisch vom Dienst. Hab ich gesehen. Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Okay, danke für Ihr Verständnis. Ja. Njam, 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 njam. Vielleicht Dollar? Nein, dann halt nicht. Gut, ich bin irritiert. Verwirrt und irritiert. Ja doch, ja doch, ja doch. Vielleicht. Vielleicht Flucht. Aha! Wir haben was anderes Schickes gefunden. Und zwar eine Frank West Statue. Hey, die gibt mir viel. Da liegt sie, unser Kollege. Der war hier schon wenn wir uns gleich nur anschauen können, was wir da haben. Ein ultimativer Mecha-Drache! Also, gut, ich komme jetzt hier ein bisschen blöd vor, weil jedes Teil, das ich jetzt bisher in diesem Video aufgehoben habe, war ein Mecha-Drache. Aber gut. So, was haben wir denn da? Also entweder ein Mecha-Drache-Klinge kombiniert mit einem Feuerwerkskörper oder ein Mecha-Drache-Flamme kombiniert mit einem Katana-Schwert. Und da sind wir doch gleich gut dabei, dass wir noch den Mecha-Drache-Flamme dabei haben. Perfekt. Da klappt, glaube ich, wir uns auch gleich das Katana-Schwert und kombinieren das Ganze zu dem ultimativen Mecha-Drachen. Wow! Damit geht's gleich volle Kanne in die Düse. Und es ist das, von dem ich ausgegangen bin, ein Feuerspeiender mit Klauen und Tausender Mecha-Drache. Und ich muss sagen, der haut um. Richtig. Wir sehen das vielleicht Combo 72, 79. Also, damit schneidet man durch die Zombie-Masse runter. Ich sehe auch gerade, das Ding hat eine Munitionsanzeige, das wird wahrscheinlich eine Flamme sein. Das Problematische an der Sache ist, es ist eine Munition von einer Waffe aufgebraucht, ist die Waffe kaputt. Ja, nicht so toll, aber was soll man machen? Gut, ich verstecke mich jetzt da hinten in dieser Werkstatt. Wo ich mir, by the way, auch noch alle möglichen Fahrzeuge rauslassen kann, dazu später mehr. Aber diese zwei Mecha-Drachen Power Weapons sollen es auch mal gewesen sein für den ersten Teil von eurem Dude. Wir sehen uns in Teil 2, wenn wir uns auf die Suche machen nach den letzten zwei Waffen in dieser Region. Stay tuned, abonnieren, liken, würde mich freuen. Bisschen Motivation schadet doch nie. Bis dahin, ich sag Dudettes und Dudins und so und Dudes und ja und hier und da. Bis dann, euer Dude.